Ik heb dat je dacht, het is best gekort. En dat wordt niet langer. Goedemorgen allen. Ik möchte eerst im Namen Jesus begrüßen von des Morgens. Und Gott danken für die Gelegenheit, dass wir haben, dass wir wieder zurückkommen können auf diesen Weg, wo wir können Gott sein Wort lesen, studieren, dort anwenden und dort ausleben. Ich habe mein Thema gewählt von des Morgens, der Belohnung für das Gerecht, für den rechten Stuhl Christus. Sie wollen weiten, dass ich habe die letzte mehrere Andachten all geredet von der Zukunft. Und mir ist die Zukunft sehr, sehr wichtig. Because das ist, wo ich direkt in Hand zu kommen, und für alle Ewigkeit. Und ich möchte weiten, wo ist dort, was ist dort, was habt ihr das alle anschließen. Ich glaube, das ist bloß sehr wichtig. Der Bibeltext, den ich mir gewählt habe, ist 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10. Ich werde bloß ein paar Verse lesen. Weil ich in der Bibel aufschlagen nach 1. Korinther Kapitel 3, Vers 5, durch Vers 8, wo ich lesen. Bloß zum Anfang. Das sagt, hier ist das. Wer ist Paulus? Paulus, der redet hier, of course. Und wer ist Paulus? Das sind deiner, die zum Glauben gekommen sind. Und jeder von denen beiden, der dort, wurde Gott die Gelegenheit gegeben hat. Ich deed planten, sagt Paulus. Apollos geht Wasser oder deed wateren. Aber Gott möchte dort wachsen. Da wären es nicht die dort planten deed, auch nicht die dort jäten deed. Wer wird es? Es Gott, die dort wachsen machen deed. Zwischen dem, der dort planten deed, in dem, der du jäten deed, ist kein Unterschied. Gott wird einem jeden nur belohnen, als er gearbeitet hat. Und ich will haben, wir sollen dort an denken. Dass Gott wird belohnen, sagt Paulus, nur als jeder einer gearbeitet hat. Er sagt, da ist kein Unterschied nicht. Zwischen denen, der planten dat und denen, der jäten dat. Weißt du, ich glaube, das sind viele Menschen, viele von uns, wir wissen gar nicht, was passiert, dass wir dort, was wir planten. Und wir planten dort Wort Gottes, hier und da. Und wir wollen das mal anwollen, wenn wir wollen für den rechten Stuhl Christus kommen. Was das Recht was dort getan hat. Dat is dan nog wel met wat van een motief wie dat gedaan hebben. Nach een Bibel, de eerste Vers wat ik mocht lezen, is Bibeltekst 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10, wat dat ook zeer klar wezen deed. Dat zegt is dit, wie moeten alle voor Christus in een rechter stoel komen, dat een ieder zijn loon krijgt, voor wat hij in diesem Leben gedaan heeft, of goed oder schlecht. 2. Korinther 4, Vers 10. Ich glaube, du bist uns sehr, sehr klar. Und ich möchte, dass Gott sein Wort von der ab dem Boden abfallen, dass an jedem einen von uns hört, und dass wir dort verstehen können, und nicht bloß verstehen können, aber dass wir dort anwenden können, und dass wir dort ausleben können. Wat je mij vraagt, dat wat ik zei, dat ik geloof, er zijn meer mensen nu als je weer een stuk terug op deze aandacht. En im Großen und Ganzen zei ik dat als de kerk dat wassen. Ik geloof dat. Because mij zegt dat zo de nummers, dat zijn meer. En ik geloof ook dat wassen, als de kerk dat wassen
am Glauben. Ich sehe, dass da sind Menschen, die dann in Meier 8 geben, ab Gott sein Wort, und die dann jährlich wissen. Ich glaube, die Kirche hat wissen, wenn wir denken dann an was passieren wird, weil wir noch ans Projekt kicken, dann was da passieren wird, und da hängen, und wer da schaffen wird, wer da geben wird. Ich bin Gott bloß sehr, sehr dankbar. Ich glaube, die Kirche hat wissen von Bildern, und hier und da, wo Menschen reden davon, so. Ich glaube, dass wir dann wissen, einzelne von uns dann wissen. Und ich werde hier ein bisschen Gründe noch, was wir haben in der letzten 3 Botschaften gesehen, dort 3 Dinge. Wir sagen, die 3 Botschaften, 3 sagen wir von Jesus wird kommen an der Entrückung, Thessalonicher 3, Vers 16, sagen wir dort. Und mir ist das, ich sehe das, mir ist das sehr wichtig, was in der Zukunft kommen wird. Sehr besonders, wenn ich denke, wenn ich beobachte, die einzelnen Christen über am Ganzen, nicht wenn ich an die Kirche denke, das ist sehr, aber auch an die Kirche. Ich glaube, da sind so viele Menschen in der Kirche, die da wenig Acht geben, auf was die Zukunft hält für uns. Viele Menschen die sagen, dass was eine Zukunft ist, du hast so viel Debatte, so viele verschiedene Wege, was evaluiert wird, wir dürfen gar nicht da evaluieren, wir wollen all antworten, was da passieren wird. Weil ich glaube, dass die Feind, der hat einen sehr großen Gefallen an, weil wir so dort leben haben. Ich glaube, woran so viele Kirchen sind, so viele Menschen sind, wo da mit einer Zeit, Media 3, wo da fast werden, Glauben, was passieren wird, und haben interessant, wir interessiert für seine Worte, Gott hat eine Zukunft für uns. Die glauben dort nicht mehr. Wir sind abgemischt mit anderen Lehren, was dann kommen. Geschwister, ich glaube, die Bibel ist sehr, sehr klar daran, was passiert. Ich glaube, wir verstehen nicht alle Einzelheiten, aber im Großen und Ganzen das Bild, was passiert, dort hat Gott es gegeben, nicht für bloß für nichts. Das ist gegeben, dass wir das verstehen können, wir haben das all gesehen. Die zweite Botschaft, die ich hatte, und das Thema ist, was passieren wird, kurz nachdem dass die Entrückung kommen wird. Wir sagen erst, dass die Entrückung wird kommen, Gott wird kommen, nur Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, wo der Herr Jesus wird kommen, anläuft, wird nicht bei ihr kommen, und die Gläubigen würden, die am Glauben gestorben werden, würden abstehen, und wir würden danach leben, wir würden taubhanjährig werden, und würden so wie dem Herrn sein. Und dann sagt er, Vers 18, sagt er, und mit dieser Welt eurem Ande. Was die Schwester dort sind, gerauter Trost, was wir haben. Und wir sagen dort, das letzte Mal sagen wir dort, wir machen, in dem Vers, was ich kurz lesen darf, wir machen alle, sagt er, für Christus in rechter Stuhl kommen, dort in jeder seinen Lohn kriegt, für was er in das Leben getan hat. Weil ich sehe, ob euch das sagt, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich sehe, dass redet ein Mann nicht sehr lang zu. Ich sehe, guck mal. Ich sehe, denkst du daran, dass wir ein Tag, wo wir Jesus begegnen, und dann wird die Frage abkommen, wo hast du gelebt für ihn? Was hast du getan für ihn? Weil sagt er, ich sage gar nicht schuldig, was ich getan habe, was ich kriegen, da will ich dann antworten. Ich sage nicht schuldig, dort heißt es, ich schaffe nicht wegen Brownie Points. Weil in den Gedanken, das lebe ich in Gedanken, was vom Sohn kommen wird. Wir sagen, ich sage, da will ich schaffe für Brownie Points.
Weil die Bibel, die wisst uns, dass wir nicht sein bloß gerad zum Himmel kommen und dass wir nicht sterben oder heil gehen. Wir sind gerad, glaube ich, und ich weiß auch, die Bibel wisst das sehr klar, wir sind gerad zum das Leben all dort genießen, was Gott für uns hat, all in das Leben. Weil ich bin echt kijk in da noch 48 Jahre das Leben, was ich mit dann leben deed, in das Leben, was ich von dann gelebt habe, ich würde sagen, ich würde niemals nicht wollen, 3 dort leben. Weil als Menschen sagen, was muss ich alles abgeben? Bloß dort furchtbare Sklaverei von der Sinn, das ist alles, was du dort abgeben. Und der meiste von ihnen, was der Wahrheit geworden sind, die weten, von was ich reden habe. Christus in die rechte Stelle, wir wollen für Christus in die rechte Stelle kommen, ein Tag, ob wir das glauben oder nicht, ob wir da lernen oder nicht, ein Tag kommen wir für den rechten Stuhl Christi. Und by the way, das, wo ich hier von reden, das redet bloß von Christen. Das redet nicht von ungläubigen Menschen. Ich glaube, ich will eins zu 2 Punkten kommen, wo die Bibel uns wiesen, das Wort, wir wollen kriegen, Wort von den Kronen da sind. Die Bibel wisst uns von verschiedenen Kronen, was dort geben wird, was wollen ausgeteilt worden, was Donner sind, als wir gelebt haben, Donner auf wie dem Herrn Jesus gedient haben, am Züge was sind, Donner wollen die Kronen ausgeteilt worden. Und ich hoffe, wir wollen uns 2 von denen können betrachten. Von der will wir sagen, was die Bibel sagt, anzeigt von dem Lohn, von der Belohnung, die Jesus wird austeilen nach der Entrückung. Und wir sagen das laut, weil wir wollen handgerecht worden, das ist nicht das Denk von uns, da wird dann nur dort, dann kommt die Belohnung. Diese Belohnung wird dann sein, was wir auf diesem Grund gebüht haben. Wir sagen dort, dass du hast kein anderer Grund, was dir leicht kann, als der, was Jesus Christus ist. Was Paulus sagt, er hat einen guten Grund geleicht, ein anderer kommt Büte boven auf dem Grund. Oder du hast kein anderer Grund nicht. Das hat nichts zu tun mit, was unsere Kirche im Großen und Ganzen getan hat. Was ihr dafür das gerecht, wenn wir wollen kommen, für Christus in rechte Stelle, für den rechten Stück Christi, da wird auch gar nicht die Frage kommen, was hat unsere Kirche, wo wir beinahe sind, wo hat er sich verhalten? Was ihr da wollen, jeder Einzelne von uns, wir wollen da Rechenschaft aufgeben, trotzdem, wo die Kirche gefehlt hat, oder wo die Kirche vergeudet getan hat, das hängt gar nicht davon auf, die Belohnung da. Bitte da, was wir an der Kirche, was wir getan haben, was Gott brücken kann und was er belohnen kann. Und da sind wir verantwortlich. Da wird kein so ein Ding sein, weil uns Prediger habt uns nicht besser gelehrt nicht. Weil da wird keine Beschuldigung sein. Wie das gerecht wollen, dürfen eigentlich verantwortlich sein für was wir getan haben. Während wir sind ab diesem Grund gewas von dann und dass wir Jesus angenommen, was danach, was wir hier wollen, wahrgenommen wollen. 1. Korinther 3, Vers 5 bis 15. Wer ist, da sagt Paulus, der hat ein bisschen Perspektive sagten da, wo er schaffen hat, während der Belohnung. Wer ist Paulus, was die Frage, die kam ab, einer sagt, er wird für Paulus, der andere sagt, er wird für Apollos, und einer wird für Kephas und so weiter. Und einer der Einzigen wird überhaupt noch für Christus. Und die Menschen, die werden ganz verschieden. Für wen bist du? Viele Menschen, die glauben an den, an die wahren Prediger und so weiter. Paulus sagt, wer ist Apollos? Und wer ist Paulus? Dort sind deiner, die zum Glauben gekommen sind. In jeder von deinen beiden, dort wurde Gott gewählt hat.
Vers 6 sagt, ich, die planten, Paulus Gott Water, aber Gott mögt das Wasser. Sagt er, da werden es nicht die Wort, die da planten das, und nicht die da geiten das Wort. Wer wird erst als Gott, der dort Wasser bringen das. Dann Vers 8, da sagt er, das war abgleichen. Zwischen dem, der da planten das, und dem, der da geiten das, ist kein Unterschied. Gott wird einem jeden Donner belohnen, als er gearbeitet hat. Wir sagen, wir können uns nicht das Evangelium verdienen mit Wort und mit Schaffen. Das ist so. Das hat nichts zu tun mit der wahre Geburt. Das hat zu tun mit, wo du und ich aus Gott sind Kinder, wo wir gelebt haben, wo wir leben tun, was wir tun mit dort, was die Bibel uns lehren hat, mit dort, was Gott uns gegeben hat, mit dem Grob, was Gott uns gegeben hat. Weil ich bin so froh, dass ich kann mit Sicherheit sagen, dass du hast nicht einer hier bei von dir. Wenn du wahre geboren bist, du hast die bekehrt, du bist wirklich auf dem Grund von der Bibel wahre geboren, dass du nicht eine Gabe hast. Du hast keiner nicht. Da kann ich mit Sicherheit sagen. Wir haben verschiedene Gaben. Ich rede nicht von der, nicht von dem Thema von den Gaben, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Wir hier in der Ferien von, und hören wir da reden von, ja, solche Gaben wieder. Da sind wir dort. Aber die Frage ist, wo hast du für Jesus Leben? Was hast du mit dort, was du gekriegt hast? Du sagst vielleicht, weil du weißt nicht, ob du eine Gabe gekriegt hast. Weißt du, was das Erste ist, was du kannst tun, wenn du Jesus annehmen lässt aus deinem persönlichen Herrn? Die Nachbarn sein, oder wenn du befreit bist, die früh sein, was du getan hast, oder die nicht Kinder sein, was du getan hast, und dann wissen auf Gott sein Wort, wo du das getan hast, und wo du das weißt. Das wird anfangen. Was ich bloß den Zeugnis sagen, was ich ein persönliches Zeugnis ist so stark, viel stärker als irgendein Missionar, was da das Evangelium predigen zu Menschen, weil die eine persönliche Erfahrung, dort kann kein Mensch ans Weich nehmen. Wir haben dort erfahren, wir weiten dort von den Tag, was uns klar wird, dass Jesus wie gestorben für unsere Sünden schuld. Und dass er alle betont hat. Und auch, weil wir dort können auf biblischen Grund wissen, dass so vieles am Annehmen ist, denen je verkauft, um Gottes Kind zu sein. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, er vergibt uns die Sünden, er reinigt uns von aller Antugend. Wenn wir das Zeugnis haben, dann haben wir eine sehr, sehr gute Botschaft, weil die dort fängt an uns heim und dann das widersprechen. Dort mal morgen, die wollen vielleicht gemacht haben, manche einer, der ist so recht zum Glauben gekommen, manche einer von uns, der jemand, den wir gut kennen, ob das eine Familie ist oder ein guter Freund, wenn man einmal, dann wird er so anders, als die ganz ewige Schulden sein. Weil ich komme zum Glauben, in Rotport, da ich ein Familie schwer ist, was der ewige Schulden wäre, und wenn ich der ja wohl, warum? Wenn es dem sie leben, dreht man einmal 180 Degrees rum. Ich wusste nicht, was passiert wie mit ihm, aber ich wusste, wie was passiert. Und er lebt dort. Er war ziemlich still, aber er lebt dort wie ein Port, was mich sehr interessiert hat, aber ich wollte nicht davon weiten zu der Zeit. Das hat nichts zu tun mit der Kirche, so wieder. Ob wir sind weitergeboren, was hier nicht zur Frau kommen, was ihr bei das gerecht hier, was nicht zur Frau kommen, ob wir sind weitergeboren. Was ihr für den rechten Stück Christi, was keiner sein, was nicht erst weitergeboren.
waar we dan zijn aan de Ertrekking, naar Thessalonica, 1. Thessalonica kapitel 4, vers 13 bis 17 oder 18, da wisst ihr klar, wer wat aangereikt wordt, want Jezus in de lof komen, dat zijn bloos gläubige Menschen. Also, redet da bloß von Gläubigen, und wir waren da gerecht worden, und da war das zu kommen, wozu wir gewasst sind für Jesus. Und also wieder, hier sagt der Apostel, was wir dort lesen, hier sei wir dort kein Unterschied erst zwischen mir und zwischen die. Weil dort viele Menschen sagen, sie haben nicht die Ruhe. Hier kommt doch gar nicht die Frau, wir wollen uns nicht entschuldigen, was wir für die Ruhe haben. Wir haben alle Gaben. Du und ich sind verantwortlich für die Gabe, die Gott in jedem einem gegeben hat. Du bist bloß verantwortlich, ich bin bloß verantwortlich für das, was Gott mir gegeben hat. Weet je, wenn ich da denke, und von der habe ich das bedacht, diese letzte Werk besonders, wie ich mir rein mehr und dann, wie mir das geraut, dass, was ich von der sagen, dort wird ein Eindruck merken an den Tag, wenn ich dem Herrn Jesus wenn ich für Jesus in die Recht gekommen. Wenn ich da denke, dann gleich ich immer viel von Gottes Wort dort haben und Gottes Wort zu lesen, weil ich weit eindenke, wenn ich Gottes Wort lesen, dort ist die Wahrheit, und wenn wir open sind, dort zu horchen, dann wird dort sehen, wird dort tun und wird dort soll. Für die Radung kann keiner was dort tun. Dort ist ich genau, dass wir geraten sind. An der Belohnung worden die Kronen sein, wo wir von seine Worten in der Bibel. Da sind verschiedene Kronen, und ich möchte besonders fünf von den Kronen betrachten, aber weil wir mal sagen, wie wir kommen da. Die folgende Bibelvers erklären die besondere Worten, die da belohnt worden mit der Kronen. Nummer 1 ist der Lebenskron. Das sagt da, dass wir wollen ein paar Verse sein davon, von der Lebenskron. Eine Belohnung für Zusagen durch Verfolgung, sogar bis Tod. Das sei wir da. Das Wort ein Tag, wo wir belohnt wurden, für wozu wir gewasst sind, während der Zeit, wir sind in Christ gewasst. Jakobus 1, Vers 12, ich wollte die Verse lesen. Wir wollen das sein, der sagt, seilig ist der Mann, der nicht versagt, wenn er versagt wird, und uthält, wenn er auf die Probe gestellt wird. Verstehen wir, was das sagt? Der sagt, seilig, sagt Jakobus, als der Mann oder der Frau, was nicht versagen hat, aber nicht fehlen hat, nicht taubberechnet hat, können wir vielleicht sagen, wenn er versagt wird. Weil in jeder einer von uns wird versagt. Die Bibel sagt, Paulus sagt in der Epheser-Kapitel 6, sagt er, wir haben nicht mal mit Fleisch und Blut zu kämpfen, aber wir kämpfen ja in der Gewalt, die Kraft, ja in den Diebel selbst, was in der Luft herrschen hat, mit all seinen Dynamik. Und wenn Gott das wisst, dass er uns einen armen Reitmerken, was da stark genug wäre, wo wir können brücken, uns antreiben, wo wir können mit siegen in all die Anfechtungen, was der Diebel uns wird entgegenkommen, da wird wir können bestehen bleiben. Er sagt, seilig ist der Mann, der nicht versagt, wenn er versagt wird, und uthält, wenn er auf die Probe gestellt wird. Wenn er die Probe bestanden hat, wird ihm der Lebenskron erregt worden, der der Herr demjenigen versprochen hat, der ihm
Gott ist oder die am Leben hat. Weet je wat doen we wanneer we dem Herrn Jesus leven laten? Wanneer we am leven laten. De Bibel is daar klaar aan. Wanneer we am leven laten, dan worden we am volgen. En dan worden we dat doen wat hij zei. Hij zegt, gezellig, gelecklich. Wat je hebt hier niet met doen, du warst gar nicht direkt, war nicht mal einmal antworten, dass wir haben iets wat gedaan, wat ons wordt aanhalen. Dat de Herr wordt entscheiden, dat we gewoon aanhalen. Die vraag komt hier niet op. De vraag hier is, wordt opkomen, wat hebben we gedaan? Dat heeft te doen met de beloning. Openbaring 2 vers 10 zegt, vrees die voor niets. Wat du am karten worst lied matten. Johannes sagt ja, der Herr sagt ja, retito en Gläubigen. Seid mal, der Beisefind wird einige von uns festnehmen lassen, geht auf die Probe zu stellen, und die waren 10 der Liedmatten, blieb treu, was am Tod. Dan wil ik je de levenskroon geven. Hij zegt, dat de vrienden wat je op een proef stelt. En vele van ons, we weten wat het meint, wat we verzacht worden. En we zeggen, wel, de zin is zo furchtbaar groot, de vriend is zo furchtbaar sterk, ik kan bloß gar nicht hier in den Vriend staan. Wat je doet en ik hebben nog really nicht, oder weins sehr wenig erfahren. Denkt u an, sei mal, was die Bibel sagt, in Offenbarung, für was wird passieren, und wir sagen dort in meiner zweiten Botschaft, was passieren wird, wann Fußnote in der Rettung, was wird passieren, wie leben wir dann nu leiden, wir haben nu Anfechtungen. Weil die Menschen, die nicht Jesus angenommen haben, dort dann gehen in der 7-jährige Trübsalzeit. Dort wird es schrecklich sein. Dann sagt er, dort stehen bleiben, sagt er, die Fiende, die auf der Probe stellen, dann sagt er, dort blieb stehen. Und ich denke, vandaag, wenn ich ein bisschen dort praktisch machen, ich habe einmal, wir down mit dem Wasser da ja, und wir hörten gestern von Times, was passiert in Bolivien und so wieder, wo Menschen so verbunden sind an Drugs and all kinds of stuff. Und wir sind just durch die Series von der gegangen, wo die Pornografie und all dort schlechte erste Menschen wurden so gebunden an. Und dann sagen wir brüchen. En wie brücken wir, sollen wir angenommen worden, wo uns geholfen wird, das ich an der ganz 100% für. Aber weißt ihr Schwester, ich weiß ein Ding. Wenn so ein Mensch steht, das korrekte Not, wo sie geboren sind, mit so tun, aber was wir dort sein können, was Gott hat für uns, was Jesus getan hat für uns, und wir drehen, oh Gott, und wir drehen wach von der Sinn, und wir fragen Gott am Halb, und dat hij ons wordt raden, en dat hij ons wordt losmaken van dort. We dürfen nicht mal een rehabilitation center hebben. Dat is wat ik leven doe. Weet je, ich habe in der letzten Zeit, oder wir haben in der letzten Zeit Zeugnisse gehört von Menschen, von Bolivien und von verschiedenen anderen Städten, wo Menschen aber durchgewasst, wo sie dann am Wachrolle von Tüß mit einem Reifen und haben sich dort Leben nehmen und haben dreimal angesagt, ein Mann, der dreimal angesagt hat, und das Wachrolle von Tüß, 2 Kilometer nur hängen, wo er allein sein würde, sein Leben nehmen, und dann wollte er einmal ab Tüß. Wo das passiert, ich weiß das schon, ich weiß auch nicht, wo das passiert. Und wenn die dann für sein Leben noch Gott, und reinigt muss sein Leben ab, und er lebt für Gott. Ich kann mit den Teilchen Zeugnissen verteilen. Ich weiß auch, dass wir haben hier vielleicht Menschen bannen,
was er erfahren hat. Ich weiß, dass das ist möglich. Wenn uns glauben wir genug essen, wir lieben Gott, wir geben uns Hand und wir sind wirklich wach zu drehen von der Sinn und den pinten Regen zu drehen, dort ist möglich. Und jetzt wieder die zweite Kroon betrachten. Der unvergängliche Kroon. Erstens ist die Lebenskroon und dann ist der unvergängliche Kroon. Die Belohnung für ein Leben, auf was sie sagt, von der Welt in Hand gegeben zu Gott. Weil wenn wir uns leben, wenn wir mal eine Entscheidung machen, dann wir drehen den pinten Regen und wir drehen unser Leben nach Gott und wir sagen nicht zu der Welt und wir sagen ja zu Gott und wir folgen Gott noch und wir folgen Gott, wir beschäftigen uns mit Gott, sein Wort, wir leben für Gott, wir sind treu, dann auf, was Gott uns abgeben dat, dat hält sich charakterlich Wort von der Arbeit, Gott uns verropen dat, Wort von Ruhe, wir haben, was die Döner worden, dort belohnt worden, dort ist der unvergängliche Kroon, wo die Bibel von reden dat. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 bis 25, das sagt, wollt ihr nicht, dass die an der Wahrheit rennen, alle rennen, aber mal einer jemand den Preis rennt so, dass die den Preis kriegen. Wer an einen Reis rennt, lässt alles andere hängen. Wir wissen dort, was wir mal haben am Reis gerannt, aber wir wissen, wann Menschen reisen und rennen, da wollen sie nicht einen dicken Pelz antragen und so weiter. Da wollen sich alles auftragen und haben allgemein bloß Shorts an, ein Kleinpasschen war an, so leicht. Merken, dass es leicht ist möglich, und dass sie rennen können, so sehr ist es möglich ist, dass sie alle anderen aufgelegt haben. Ziel ist dort bloß das erste über den Streck zu rennen. Wer an einen Reis rennt, lässt alles andere besiegt. Jene dann dort, eine Kroon zu kriegen, die vergänglich ist. Aber wir dann dort, eine Kroon zu kriegen, die ewig bleibt. Das ist eine Kroon. Das ist für, wenn wir treu sind für den Herrn. Wenn wir dem Herrn folgen in uns Leben. Da wo wir die Kroon kriegen. Weil die Belohnung wird lange nicht überall sein. Einzige Menschen, was wir dort betrachten, ich habe den Abschnitt von Korinther, wie Paulus sagt, einen anderen Grund kann keiner leiden, dass der Wort geleicht ist. Das ist Jesus Christus. Sagt er, nicht passt aber ab, wo geboren worden, ab dem Grund. Was wir tun, das sind 3 Sorten Material, was da mit gebüht kann. Das Gold, Silber und Edelstein. Das alles und alles, da wird durch 4 gehen und wird beschützt bleiben. Und das wird er damit verglichen. Aber ich sagte, es sind noch 3 verschiedene, die wir auf den Grund bauen können. Das Heu, Stroh und Stapel. Wie weit wird passieren von Heu, Stroh und Stapel, wenn dort durch 4 gehen und der bleibt bloß Arsch, was zu nichts zu brauchen ist nicht. Aber das war das, sei von reden, dass dort, wo wir bauen, dann ab dem Grund. Dort ist, wo wir belohnt wurden. Geschwister, ich werde hier zum Schluss kommen, und wenn Gott so will, weil ich wieder nach Meier von der Kronen betrachten, was die Bibel uns wesen hat, was wir können haben. Und dort was, du und ich haben die Kontrolle, dort zu tun und den vollen Lohn zu erwarten, den vollen Lohn zu kriegen, was Gott uns versprochen hat. Da kann keiner nicht, was keinem nicht beschuldigen,
Natürlich, wie andere Menschen, andere Christen, die können uns helfen, die können uns einflussen und so weiter, dass es leichter ist für uns, dort ja. Aber an jenem Tag wird die Frage nicht sein, was hast du für eine Gelegenheit gehabt? Wir haben die Seine hier, Paulus sagt, wird uns nach welchem Vierdeich nehmen, uns zu reinigen, uns was dort zu kriegen, dass wir gereinigt sind, dass wir ein Fall für den Herrn arbeiten. Wo stehst du, mein Freund? Vielleicht bist du hier von der Samarians und du weißt nicht, wo du so leicht stehen bist. Hier und da habe ich die Gelegenheit, mit jemandem zu reden, was da sagt, dass ich dachte, ich wäre vielleicht ein Christ, aber ich zweifle. Ich stehe am Zweifel, wo ich wirklich stehen darf. Weil das war das Gleiche, und dann kann einer wiesen, ob Gott sein Wort, ob den Grund von Gott sein Wort, wo wir können dort weiten, dass wir sind auf dem Weg zum Himmel. Und wir sind wirklich gerat. Aber du und ich waren verantwortlich für das, was wir getan haben. Und wenn hier irgendwer ist, was nicht sicher ist, dann würde ich sagen, dann nicht hier wegkommen. Hier sind genug, was die helfen können. Und ich und viele andere, deine sind hier, was wurden jeden die Wiesen auf Gott sein Wort, wo du kannst, ab diesen Gründen abkommen. Und vielleicht bist du auf diesem Grund, aber du bist noch versklavt an Sinn. Da würde ich dich reden. Du damit handeln. Und denk an, dass ein Tag, da wollen wir vor dem Herrn kommen. Und ich möchte nicht einer von den seinen Worten mit Lade hängen. Wir haben ein Leid, ich leid das Leid aber nicht, weil wir sehen, muss ich ja mit leeren Händen, muss ich so für Jesus stehen, kann ich keine Gabe bringen und so weiter, ich kann es nicht alles gut, wenn ich kann. Aber nee, wir dürfen nicht mit Lade hängen. Wir können mit vollem Vertrauen dem Herrn begegnen, weiten, dass wir dort getan haben, was der Herr will haben, wo er uns geraubt hat. Möge Gott in jedem einen von uns sehen und dem anderen zum Sehen sagen, weil wir noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für den geroten Leib. Wir danken dir, Herr, für deine Versprechung, dass ein Tag, wo wir für die sind, du wirst die Kronen erteilen, durch uns, wie wir erlebt haben. Herr, ich bete, dass nicht einer möchte das Wort vermissen. Ich danke dir noch einmal für das Wort hier von der Samaris. Bete ich in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für Ihr Aufmerksamsein.